Der BBC-Skandal mit Trump im Zentrum zeigt weltweit, wie sogar öffentlich-rechtliche Medien die Wahrheit verbögeln. Für mich ist das Thema interessant, weil mich ein paar Tage vorher der Martin Hasler kontaktiert hat. Er ist ein ehemaliger Techniker vom Fernsehstudio im Bundeshaus. Er schreibt in seinem Buch über seine Erfahrungen von hinter den Kulissen beim SRF. Und jetzt kommt eben der BBC-Skandal. Das eine hat zwar nichts direkt mit dem anderen zu tun, aber die Parallelen fallen auf. Logisch, wollte ich mehr wissen. Zuerst schauen wir, was die BBC genau gepostet hat. Wie ein internes Memo alles hat zum Rollen gebracht und wie die Reaktionen zeigen, dass das Problem nicht nur die BBC betrifft. Zum Schluss verrate ich noch meine ganz persönliche Meinung zum Thema öffentlich-rechtliche Medien. Ciao zusammen, von Gunter hier. Herzlich willkommen zum neuesten Beitrag. Auch in dieser Woche nehmen wir ein spannendes Thema ein bisschen genauer in die Hüppel. Darum dranbleiben bis zum Schluss. Im Zentrum des Skandals, den wir heute ein bisschen näher anschauen, steht eine Panoramadokumentation von BBC. Den Doc-Film haben sie Ende Oktober 2024 ausgestrahlt, also nur eine Woche vor der US-Präsidentschaftswahl zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Der Zeitpunkt ist darum brisant, weil Millionen von amerikanischen Wählern die sind kurz vor der Entscheidung standen. Und denen zeigt man jetzt in diesem Moment eine Geschichte, die man im Rückblick als manipulativ empfinden könnte. In dieser Doku ist eine Ansprache von Donald Trump neu zusammengeschnitten worden. Der Schnitt hat in der fertigen Version wie ein direkter Aufruf zum Sturm auf das Kapitol gewirkt. Aber zwischen den Aussagen, die sie hier zusammengedoktert haben, ist in Realität fast eine Stunde dazwischen gelegen. Trotzdem hat sie die BBC direkt nacheinander gestellt. In der Panorama-Version tönt es so, als würde Trump sagen, «We're going to walk down to the Capitol». Und gerade daran, «And we fight like hell». We're gonna walk down. Wir werden nun zum Kapitol hinuntergehen und wir kämpfen wie die Hölle. Fight like hell. Im Original sagt Trump aber etwas komplett anderes. We're gonna walk down. Wir werden nun zum Kapitol hinuntergehen und wir stellen uns hinter unsere tapferen Senatoren sowie Kongressmänner und Frauen. We're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women. Die «Fight like hell»-Aussage hat er erst rund eine Stunde später gebracht, in einem ganz anderen Zusammenhang. Er bezieht sich hier auf seine verlorene Wahl gegen Joe Biden und seine Forderung nach Aufklärung von möglichen Unregelmäßigkeiten. Something's wrong here. Hier stimmt etwas nicht. Das kann so nicht passiert sein. Aber wir kämpfen wie verrückt. Denn wenn wir nicht kämpfen, werden wir bald kein Land mehr haben. Unsere aufregendsten Abenteuer und kühnsten Projekte haben noch nicht einmal begonnen. Und durch diesen Schnitt ist der Eindruck entstanden, Trump hat die Leute direkt zur Gewalt angestachelt. Was er so, wie wir jetzt gesehen haben, nicht gemacht hat. Der Skandal ist darum so heftig, weil Panorama ist die bekannteste investigativ-journalistische Sendung der BBC. Es ist sozusagen die Vorzeigemarke vom öffentlich-rechtlichen Qualitätsjournalismus. Es gibt diese Sendung seit 1953. Vom Anspruch her könnte man so etwa vergleichen mit der Rundschau. Dazu kommt jetzt, dass das kein einmaliger Vorfall war. Der Telegraph hat einen zweiten Fall aufgedeckt. Die BBC-Sendung Newsnight hat die gleiche Rede in einem früheren Newsnight-Beitrag schon mal gebraucht. Laut dem Telegraph im 2022. Und auch dann ist sie fast identisch zusammengebastelt worden. Schon dann haben sie «March to the Capitol» mit «Fight like hell» so kombiniert, dass es wie ein Aufruf gewirkt hat. Wir werden nun zum Kapitol hinuntergehen und wir stellen uns hinter unsere tapferen Senatoren sowie Kongressmänner und Frauen. We're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women, and we fight. Und wir kämpfen wie verrückt. Denn wenn wir nicht wie verrückt kämpfen, werden wir bald kein Land mehr haben. Auch bei diesem Beispiel braucht es ein weiteres Flaggschiff vom britischen Informationsjournalismus. Newsnight ist das tiefgreifende Analyse- und Hintergrundformat der BBC. Bei der Ausstrahlung ist sogar der Mick Mulvaney live im Studio gehockt. Er war Trumps früherer Stabschef. Er hat vor einem Live-Publikum klargestellt, dass diese Sequenz falsch zusammengeschnitten sei.
Ihr Video hat die Rede geschnitten und neu zusammengesetzt. Und dieser Satz, wir kämpfen wie verrückt, kommt erst viel später in der Rede. Doch in Ihrem Video sieht es so aus, als hätte er das zusammenhängend gesagt. Genau diese Art von Darstellung frustriert viele Menschen, weil man kaum noch wissen kann, was die Wahrheit ist. Aber schon dann haben die Verantwortlichen nicht reagiert. Keine Korrektur, keine Klarstellung. Der Telegraph hat das später so kommentiert. I think the fact that two programs, Dass 2 Sendungen das Material fast gleich verfälscht haben, zeigt, das war kein Einzelfehler, sondern ein kulturelles Problem in der BBC und eine klare Voreingenommenheit. of a cultural problem within the BBC Yes. and a bias. Das ist kaum ein Versehen, sondern man sieht ein redaktionelles Muster, das sich über Jahre gezeigt hat. Der Telegraph sieht also Anzeichen für ein strukturelles Problem in der Kultur der BBC. Zusammengefasst, die BBC hat eine Schnitttechnik eingesetzt, die Trumps Aussage maßgebend verdreht hat. Natürlich kann man das jetzt nicht pauschal verteufeln. Die BBC hat sicher manche gute Journalisten. Aber der Fall zeigt, wie wichtig klare journalistische Standards sind. Laut dem Telegraph liegt der Ursprung des Skandals in einem 19-seitigen Dokument. Ein internes Memo, verfasst von Michael Prescott, hat dem Ganzen den Ausschlag gegeben. Es ist ein externer Berater vom BBC Board for Editorial Guidelines and Standards, also einem Komitee für Standards und redaktionelle Genauigkeit. Prescott hat vor schweren Verstößen gewarnt. Sie haben also nicht nur einen kleinen Bock geschossen, sondern er redet von zentralen Fehlern. Die Trump-Szene war nur einer von vielen Punkten in diesem Dokument. Das Memo kritisiert laut dem Telegraph unter anderem die Berichterstattung zu Themen wie Gaza, Ukraine oder auch andere politische heisse Herdöpfel wie die Klima- und Energiepolitik, Migrations- und Asylpolitik oder Debatten über Trans- und Genderpolitik. Der Vorwurf ist gegen der gleich. Einseitigkeit, Verzerrung, weglassen. Das Memo ist an die BBC-Führung gegangen. Aber laut Bericht sind das ohne erkennbare Massnahmen geblieben. Im Kern geht es in diesem Memo um Glaubwürdigkeit. Also um die einfachste Regel im Journalismus. Man tut die Wahrheit nicht verkrümmen. Weil scheinbar nichts passiert ist, hat Michael Prescott später sich dazu entschieden, das Memo zu leaken. Der Telegraph hat das Dokument zuerst zugespielt bekommen. Daraufhin haben sich scheinbar weitere BBC-Mitarbeiter gemeldet. Sie bestätigen, dass die Regeln und die Einhaltung von Fairness und Kontext regelmässig gedehnt geworden. Sie haben ja ausgesagt, dass man unliebsame Kritik intern nicht äußern konnte, weil man sonst als problematisch gelte. Insider beschreiben eine Unternehmenskultur, wo der Haltungsjournalismus immer häufiger eine objektive Darstellung ersetzt hat. Der Druck auf die BBC-Führung hat dann zugenommen. Druck aus der Politik, von den freien Medien und vom BBC-Board selber. Das ist die höchste Instanz, die die strategische Ausrichtung und die Einhaltung der BBC-Prinzipien überwacht. Schliesslich sind 2 Schlüsselpersonen im Kontext des zunehmenden Druck zurückgetreten. Der Director General Tim Davie und die BBC-News-Chefin Deborah Turness. Das ist speziell, weil solche direkte Konsequenzen sind heute selten geworden. Also, ein BBC-Berater hat vor grossen Fehlern gewarnt. Aber niemand hat zugelassen. Erst als der Bericht zur Konkurrenz durchgesickert ist, haben alle auf den Herren schillen. Aber die ersten Reaktionen sind auffallend vorsichtig ausgefallen. Ein Haufen Zeitungen haben klare Formulierungen vermieden. Sie haben von angeblich manipulierten Sequenzen geredet. Oder von Schnittfehlern. Und darum konnte bei den Zuschauern der Eindruck entstehen, Trump habe zu Gewalt aufgerufen.
Oder es wird BBC zitiert. Unbeabsichtigt sei in der Sendung der Eindruck entstanden, es handle sich um einen zusammenhängenden Redeabschnitt. Die Medien haben zwar korrekt berichtet, aber haben sich sehr vorsichtig ausgedrückt. Es macht Gattung, als dass sie den Fall nicht unnötig grösser machen wollten. Kritiker sagen, dem sage man Bagatellisierung. Das sei eine bekannte Taktik in der strategischen Kommunikation. Sinngemäss sagt der Professor Dr. Christian Rieck, dass andere in der Branche als Abwehr eine sogenannte Täter-Opfer-Umkehr inszeniert haben. Indem sie nämlich die mutmaßliche Manipulation klein geredet haben. Und die berechtigte Kritik an Manipulation haben sie dann als Angriff auf die Pressefreiheit umgedreht. Allgemein sagen Kritiker, der Grund für die vorsichtige Berichterstattung liege auf der Hand. Viele Redaktionen stehen nämlich in einem ähnlichen Konflikt. Immer mehr Journalisten sehen sich nicht mehr nur als Berichterstatter, sondern als Teil einer politischen Sache, wo alle Mittel gerechtfertigt sind. Auf der unteren Ebene, dass da plötzlich einzelne junge Journalisten plötzlich was anderes wollen, dass sie sich nicht mehr der Wahrheit, nicht mehr dem Journalismus verpflichtet fühlen, sondern Aktivisten sind, das ist noch eine ganz andere Sache. Der Fall berührt darum nicht nur die BBC. Es geht um das Grundverständnis des Berufs. Soll der Journalist beobachten oder beeinflussen? Dokumentieren oder missionieren? Nach diesem Skandal werden sich ein paar der früheren Leitmedien die Frage neu stellen. Deutlicher sind die Stimmen in den freien Medien. Joe Rogan verurteilt diese Form von Berichterstattung. So verspielt man das Vertrauen der Zuschauer noch mehr. He's the president and you're lying about what he said publicly. Er ist der Präsident und Sie verdrehen für die Öffentlichkeit, was er gesagt hat. Jeder kann die Rede online sehen. Es ist ein gutes Beispiel, wie dieses ganze Vogue-Zeug den Leuten das Denken vernebelt hat. Alle glaubten, sie müssten mitmachen und deshalb haben sie dann seine Rede verfälscht. Aber jetzt haben sie ein riesiges Problem. So they decided to paint a different version of what he said and they're fucked now. Ihr seid doch eigentlich die Nachrichten. Es sollte nicht sein, dass ihr das Propagandawerkzeug irgendeiner Partei seid. Das ist absurd. Die BBC, das ist doch der Sender, den viele zitieren, wenn sie besonders seriös wirken wollen. Ich habe eine Sendung von der BBC geschaut. Ach ja? BBC? Dann musst du ja sehr schlau sein. Zusammengefasst kann man sagen, Haufen Medien sind heutzutage knallhart in der Wortwahl. Aber in diesem Fall waren sie sehr vorsichtig. So neutral geben sich die normalerweise nicht mehr. Aber eigentlich würde dieser Stil noch gut kommen. Item. Dann hat sich die BBC offiziell mit einem persönlichen Brief bei Trump entschuldigt. Jeans. Unterschrieben hat die Entschuldigung der Samir Shah, dem Vorsitzenden des BBC Board. Der Brief ist direkt ins Weiße Haus gegangen. Die BBC hat darin zugegeben, dass es ein irreführender Schnitt war. Sie haben ja versprochen, die betreffende Panorama-Episode nicht mehr auszustrahlen. Aber drin steht auch, die BBC bedauert die Art, wie der Videoclip geschnitten wurde. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass es keine Grundlage gäbe für eine Verleumdungsklage. Donald Trump hat diese Entschuldigung nicht angenommen. Er hat gesagt, die BBC habe gar genau gewusst, was sie machen. Sie haben die Öffentlichkeit getäuscht und sie haben es zugegeben. Sein Vorwurf, die Darstellung sei kein Versehen, sondern eine bewusste Verzerrung. Trump hat ja rechtliche Schritte angekündigt. Er redet von möglichen Forderungen in Milliardenhöhe, bis zu $5 Milliarden, laut dem Trump. Der momentane Stand bis heute, als ich das Video drehe, ist noch offen. Eine Klage ist noch nicht eingereicht. Trump hat aber ein Vorankündigungsschreiben an die BBC geschickt. Reuters bestätigt das und sagt, die BBC hat ein Schreiben mit der Absicht von einer Klage bekommen. Inzwischen zeigt sich, dass Trumps Klageandrohung Wirkung zeigt. Auch andere Sender scheinen plötzlich vorsichtiger zu sein in Sachen Framing. Als Beispiel hier CNN.
Nach einem Bericht über Trump hat die Moderatorin einen ungewöhnlich klaren Hinweis hinterher nachgeschoben. Und wir möchten klarstellen, ihm wird in Zusammenhang mit Epstein oder Maxwell kein strafrechtliches Fehlverhalten vorgeworfen. Es wird interessant sein, zu schauen, ob Schweizer Medien die, könnte man sagen, fairere Linie ebenfalls übernehmen. Also, die BBC entschuldigt sich bei Trump, der sagt aber, das reiche nicht. Jetzt will er klagen, damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Und zum Schluss noch, was ist mein persönlicher Standpunkt in dieser Sache? Was ich beobachte, nicht wenige bilden sich eine Meinung aus kurzen Clips oder Schlagzeilen, aus Schnipseln, die andere für sie auswählen. Man lässt sich meistens die echten Aussagen gar nicht an. Und das ist bedenklich, weil man erschafft sich so eine gefühlte Wahrheit, die aber nichts mit der Realität zu tun hat. Der BBC-Fall macht das deutlich. Ich sehe auch einen Generationenwechsel. Früher wollten Journalisten vor allem zeigen, was passiert. Möglichst nüchtern, möglichst vollständig. Die jüngere Generation sieht sich teilweise anders. Mehr als Aktivist. Man kämpft für eine Sache. Und wenn man glaubt, für das Gute zu kämpfen, dann scheinen plötzlich viele Mittel gerechtfertigt. Ich finde das problematisch. Früher war es übrigens verpönt, wenn ein Journalist seine persönliche Meinung geäussert hat. Heute aber finde ich gerade das Gegenteil ist Pflicht. Heute sollte man seine Meinung offenlegen. Dann weiss der Zuschauer, mit wem er es zu tun hat. Das ist übrigens der Grund, wieso ich am Schluss immer meine persönlichen Gedanken mitliefere. Zur Transparenz. Ich finde, Offenheit schafft Vertrauen. Ich bin hure schlecht, wenn man mich bevormunden will. Das kann ich gar nicht haben. Aber andere sehen das vielleicht anders. Ja, voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal vom ehemaligen Badmeister. Merci vielmals an euch alle, die mich letzte Woche wieder mit einem Batzen unterstützt haben. Ihr seid die Besten. Ihr wisst ja, der Vogunten ist zu 100% unabhängig und zuschauerfinanziert. Ihr findet Spendeninfos unter www.vogunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Danke nochmal an alle Unterstützer. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Tschüss.